Jeden Morgen ist Hex Merilu in den Wald gegangen. Sie hat dort Kräuter gesammelt und verschiedene Wurzeln ausgegraben. Und die hat sie alle in ihren grossen, gelben Rucksack mit den vielen gestopften Löchern gepackt. Alles, was Hex Merilu hatte, war voller Löcher, hat Hiccup oder war sonst irgendwie verschlissen. Aber das hat Merilu überhaupt nicht ausgemacht. Im Gegenteil, sie hat es lustig gefunden, all ihre Sachen brauchen, ohne aufpassen, dass sie dreckig werden oder kaputt gehen könnten. Und ganz besonders toll hat sie es gefunden, sich unmöglich anzuziehen. Nichts hat bei der Merilu zusammengepasst. Um ihre grünen, wuscheligen Haare hat sie einen feuerroten Bändel gebunden. Der hat die Haare zusammengehabt, dass sie wenigstens ein bisschen rausgesehen hat. Ihre graubraune Bluse war unten durch total verrissen und so lang, dass man den violetten Rock drunter kaum mehr sehen konnte. Blau-weiss geringelte Socken hat sie das ganze Jahr getragen und ihre grünen, viel zu grossen Schuhe haben ausgesehen wie die von einem Klon. Wenn sie dann den prallvolle, gelbe Rucksack über die Schulter geschwungen hat, hat sie sich so richtig gut gefühlt. «Ha, ich sehe aus wie ein kunterbunter Kobold», hat sie laut vor sich hin gesagt und gelacht. Daheim hat sie auf ihrem klapprigen Herd aus den gesammelten Kräutern und Wurzeln Tee braut. Hat der Kater von der Merilu gemacht und ist ihr um die Beine gestrichen. Natürlich ist es nicht einfach ein normaler Kater gewesen, denn schliesslich hat er ja zu der Hex gehört. Merilu hat Freude an Farben und hat darum ihren früher schwarzen Kater einfach verwandelt in einen Kater, der ganz blau war mit einem Haufen weißen Töpfchen. Auch er wollte etwas zum Morgen essen und ist darum ständig der Hex zwischen den Beinen herumgeschlichen. Die Hex Merilu hat ihm ein bisschen Milch in einem verbühlten Blechschälchen angestellt. Oben ist Hex Merilu auf ihr spitziges Hausdach geklettert, hat sich mitten in die Mitte gesetzt und hat aus voller Kehle angefangen zu singen. Und dazu hat sie mit einer Kochkelle auf einem umgedrehten Kochtopf umgehauen. Jeder, der durchgelaufen ist zu Tod verschrocken und gerade davon gerannt. Aber eigentlich war es gar nicht so Unheimliches, was die Merilu gemacht hat. Sie hat nur probiert, eine Pizza zu hexen. Und sie hat es etwa so probiert.